Guten Morgen, Karin. Guten Morgen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Interview. Du bist eine, die mit mir Deutsch üben, Deutsch lernen. Ja, kannst du ein bisschen von dir erzählen? Ja, also ich bin Amerikaner und meine Mutter ist Schweizerin. Und als Kind bin ich immer meine Eltern in Zürich suchen. Und dort habe ich, also nicht Schweizerdeutsch, Zürichdeutsch gelernt. Mhm. Es gibt doch ein bisschen Unterschied, gell? Genau. Mhm. Ähm, Meine Mutter ist mit etwa 19-, 20-jährig ist sie zum New York gezügelt, ganz allein von der Schweiz. Und dort wahrscheinlich meinen Vater kennengelernt und heiratet. Er ist ein New Yorker, ein richtig New Yorker. Und wir sind in Manhattan, ich bin in Manhattan aufgewachsen. Äh, Meine Mutter ist richtig Heidi Schweizer Mädchen. Äh, Seine Haus hat meine Urgroßvater gebaut. Ähm, Es ist doch in Zürich gewesen, aber auf dem Jütliberg. Der hat Land gehabt und so. Und sie hat als junge Frau gesagt, nein, ich möchte in Amerika. Äh, Sie haben einfach aus der Schweiz. Und Man kann sagen, es hat sein Fernweh gepackt. Ja, das Fernweh, Fernweh, ja, du hast ja Heimweh, wenn du möchtest heimgehen aha, und wenn du weg bist und wenn du dann immer daheim bist und so, dann hast du Fernweh und denkst, ich möchte reisen, ich möchte die Welt sehen. genau. Und sie ist auch eine Schauspielerin gewesen. Und klar, also New York und LA, das ist, wo alles läuft, oder? Mit Film und Bühne und so. Und sie hat immer gefunden, sie hat immer die Schweiz, also das ist im 1958, gell? Und sie hat das Schweizleben ein bisschen bünzli, das ist das Genau, Bünzli gefunden. gefunden. So. Mhm. Ähm, und man hat auch geredet über Frauen hat keine Stimme gehabt, gell? Mhm. Ähm, Das ist noch und bevor das Frauenstimmrecht ist ja, eingeführt ist, das noch gewesen, ja. ja. Also sie Und ist eine emanzipierte Frau gewesen, deine Mutter. ja, sie hat einfach wie heißt, es Träum gehabt, oder? Ja. Mhm. Und sie hat New York so gern. Es hat sie so froh gemacht, in New York zu wohnen, in einem Hochhaus. Mhm. Aber fast jeden Sommer, sind wir zu meinen Großeltern besuchen. Und dort haben wir so ein bisschen Schweizer Leben erlebt. Mhm. Und meine Großeltern hat es so kleine Lebensmittel gehabt. Ein Äh, Lebensmittelgeschäft. ja, Mhm. mit Frucht und Mhm. Gemüse und Sandwiches und so. Mhm. Ähm, und jeden Sommer sind wir dort einfach Verwandte besucht und äh, go baden und im Mhm. Zürichsee und, und das ist so ein starker Unterschied zwischen New York und Zürich. Also, die Schweiz ist Mhm. so super, ganz super. ähm, und Leute lebt einfach ein bisschen anders. Und ja, und meine Großeltern sind immer froh, dass die Onkel jeden Sommer
könnt Ja, sie haben es leben. genossen, dass ihr sie so konsequent jeden Sommer sind besuchen, sicher. Ja, Für den Kontakt ist das sehr wichtig gewesen. ja. Und meine erste Sprache ist doch Schweizerdeutsch gewesen. Ich bin etwa, ich weiß nicht, 1,5, 2-jährig. Und sind wir in die Schweiz im Sommer. Also mein Vater ist immer daheim geblieben, er hat müssen arbeiten. Klar. Und wenn ich zu New York zurück bin, habe ich nur Deutsch geredet. Und dann hat er gesagt, ich habe meine Kinder nicht einmal verstanden. Und nachher hat meine Mutter und ich nie zusammen Deutsch geredet. Wir reden immer Englisch zusammen und daheim. Aber im Sommer, meine Großeltern reden doch kein Englisch, dann habe ich das wieder erholen. So deine Schweizerdeutschkenntnisse hast du immer jeden Sommer aufgefrischt. Ja. Ja. Und geübt. Mhm. Und dann nachher in der Universität habe ich meine Praktikums gemacht in der Schweiz. Also mit 18, 19 Jahren habe ich einen Schweizer Pass bekommen. Weil meine Mutter ist immer noch Schweizerin gewesen. Sie hat seinen Pass. Dann habe ich einen Schweizer Pass bekommen. Sie war sicher nachher Doppelbürgerin gewesen, oder? Ja, nachher. Ja. Und Sie ich hat bin beide auch Pässe Doppelbürger. Ich habe auch US, Schweiz, Schweizer Pass. Und so habe ich arbeiten in der Schweiz. Und dann habe ich dort ein Praktikumsplatz gemacht. Ist es schwierig gewesen, einen Praktikumsplatz zu finden? Also das ist, ich bin noch alt. Das ist im 1992 und wir haben nicht E-Mail und alles. Ich musste schreiben. Ich habe mein Praktikum in Bewegungstherapie gemacht, im psychiatrischen Spital. Und ich habe einen Schweizer Lehrer, Professor. Und er hat mich so quasi einen Praktikumsplatz vermittelt. Er hat dann ja, vermittelt. ja. Dass Und ich habe geschrieben und dann die Adresse Interview gemacht und so habe ich einen Praktikumsplatz gefunden. Und das ist schwierig, weil meine Sprache ist nicht professional gewesen. Ich habe nicht alle Worte. Zum Glück Bewegungstherapie. Braucht es nicht so viel Wörter. Dann tut man viel mit dem Körper arbeiten. Ja. Und auch ist es immer, also zum Schweizer ist es immer komisch gewesen, dass ich kann Schweizerdeutsch reden, aber nicht Hochdeutsch. Und ich habe gefunden, viele Leute von da Hochdeutsch mit mich reden. Die meinen, ich kann besser Hochdeutsch. Und dann habe ich immer sagen, nein, das verstand ich nicht so gut. Ist so gut, können Sie noch mit mir Schweizerdeutsch reden. Ich habe noch nie richtig studiert. Also du hast nie einen Deutschkurs gemacht? Also mal, ich habe probiert, angefangen, aber es hat mich einfach nicht interessiert, Hochdeutsch zu reden. Ja, du hast, wenn du in die Schweiz gegangen bist, hast du eigentlich Schweizerdeutsch gebraucht, nicht Hochdeutsch, ja? Ja. Und ich finde Schweizerdeutsch eine schöne Sprache und eine herzige Sprache. Lernst du Schweizerdeutsch jetzt? Also, wie lernst du Schweizerdeutsch? Weil du möchtest die Schweizerdeutsch auffrischen. Was machst du genau? Okay, so ich bin jetzt so fast 30 Jahre in der Schweiz. Und
Also für die Ferien schon, aber du hast einfach nicht mehr in Vorher der schon, Schweiz aber gelebt. jetzt so 30 Jahre, also fast 30 Jahre. Bis letztes Mal ist 1993, glaube ich. Ja. Und jetzt, weil ich eine Familie und arbeite und so. Und das ist ein bisschen politischer, aber wenn Trump, when he was voted in, Wo er gewählt ist worden. ja, bin ich zum Schweizer Konsulat und gesagt, könnte meine Kinder auch einen Schweizer Pass bekommen? Und dann habe ich meine Kinder angemeldet und meine Kinder haben auch Schweizer Pass, sie sind auch hat Doppelbürger. Und dann habe ich gedacht, ich möchte dass meine Kinder in der Schweiz auch ein Erlebnis hat in der Schweiz. Und jetzt mit Covid und alles kann ich nicht reisen, aber ich möchte gern hoffentlich den Sommer 1-2 Monate in der Schweiz reisen mit meiner Familie. Und dann habe ich gedacht, ja, ich will meine Schweizerdeutsch wiederholen, gell? Und zum Glück habe ich gegoogelt. Und habe ich die Schweizerdeutsch, habe ich deine Stunde gefunden und Ja, und jetzt haben wir schon ein Zeitchen lang zusammen reden. Ja. Okay, ja, das ist super. Aber außerdem, also du tust nicht so daheim Wörtli üben oder so. Oder tust Radio hören vielleicht, oder? Ich tue ein bisschen Schweizer Fernsehen anschauen. Es gibt ein Stück, die Begeisterung, was ist das? Wie heißt die? The Undertaker. Der Unternehmer? Ja, Bestatter? nein, es ist ein Schweizer Fernsehstück. Piece. Ich weiß gerade nicht, von was das redest. Ja, ich finde dann. Aber also ich schaue ein bisschen Schweizer Fernsehen. Und also für mich, ich einfach reden und hören und hilft mich am meisten. Einfach, weil so habe ich immer Deutsch gelernt, oder? Ja, genau. Und ich verstand fast alles. Fast alles. Ja, und es hilft mich schaurig viel, einfach, dass wir so eine Stunde schwätzen. Schwätzen. Ja. Man muss es brauchen, ja. Theoretisch bringt es nicht viel. Also das ist am besten, wenn du dein Schweizerdeutsch kannst brauchen. Und was gefällt dir besonders an der Schweiz oder in der Schweiz? Was gefällt dir gut? Was fällt mir für die Schweiz? Was? Also die Stadt Zürich fällt mir, dass man kann mit dem Tram und das so sauber ist, kannst in der Mitte der Stadt schwimmen und so im See und Fluss. Es fällt mir, dass so ein kleines Land ist und das kannst du Italienisch, kannst du auf Lugano und italienische Stadt oder Französisch und die redet so viel Sprache. Also die Leute, die ich kenne und meine Verwandte reden mindestens 3-4 Sprachen, gell? Die können alle Deutsch, Französisch, ein bisschen Italienisch, Englisch. Sehr international. Und das alles ist so pünktlich ist. Ja, das Bist du selber auch pünktlich?
Ja, ziemlich, ja, ich bin pünktlich. Meistens ja, ich bin ziemlich pünktlich. Und ich hatte eine Schweizer Mutter gehabt, und darum ist es, dass alles sauber ist, gell? äh, mehr sauber als amerikanische, weißt du, amerikanische sind Im ein Haushalt bisschen, zum Beispiel ist es sauberer. ja, Im und Haus. alles ist ein bisschen sloppy. Was ist das? Ja, man kann sagen sloppy, also so ein bisschen, äh, wie auch- und ja, für Schweizer, die möchten alles richtig machen. Nicht die Hälfte, oder? Aber das soll alles Also man tut auch richtig. gut vorausplanen zum Beispiel. Mhm. Man ist weniger spontan. Ja, ja, weniger spontan und ein bisschen wie heißt es? Rigid, weißt du? Strukturierter oder Strukturiert und nicht vielleicht flexibel, weniger weißt du? flexibel. Ja. Mein Großvater, weißt du, ist immer Schuhe putzen und das alles, weißt du, ganz schön ist Geschniegelt. Also und müssen so Au- geschniegelt sein. und Auto immer jede Woche putzt innen Auf und Hochglanz außen. polieren. Also er ist in dem Fall so ein Beispiel von einem extremen Schweizer. Also Bünzli-Schweizer vielleicht. Ja, das stimmt. Also meine Mutter ist, Familienname ist Kalkbrunner. Und meine Großvater und meine Mutter und die andere Kalkbrunner sind extrem sauber. Meine Großmutter ist auch eine Schweizerin und sie hat immer ein bisschen Angst gehabt, dass alles nicht recht ist. Und sie ist, glaube ich, nicht so extrem. Aber meine Mutter ist doch extrem gewesen. Ja, extrem Schweizer gewesen. Aber meine Mutter hat auch einen kreativen Stil. Ja, sie war ja Schauspielerin, das ist ein sehr kreativer Beruf, ja. 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 Aber sie sieht immer wahnsinnig gut aus. Also Haar und Kleider und auch zum Beispiel, Sie war eine wenn wir, sehr gepflegte Frau. ja, und wenn wir sind besuchen oder zum Restaurant, als Kind haben wir immer müssen so schöne Kleider anlegen. Das machen sie in Amerika, glaube ich, nicht. Und wir sind immer in weißen Kleider angekleidet. Und die andere amerikanische Mutter hat immer gesagt, was? Deine Kinder sind immer noch weiß. Wie könnt ihr das noch machen? Das ist unglaublich. Oder? Das ist eine Kunst, ja. Aber wir hatten eine Schweizer Mutter gehabt und dann Sie hat auch gut können, vielleicht gute Waschmittel gehabt, wo sie alles wieder weiß gebracht hat nachher. ja. Ja. Und auch, also mein Großvater hat 9 Brüder und Schwestern gehabt. Also er ist in einer großen Familie. So wir haben viel Verwandte, viel Cousin, zweite Cousin, dritte Cousin, viel. Und der hat immer gern, oh, kommt unsere New Yorker Cousin uns besuchen. Das ist und meine Mutter hat immer Geschenke gegeben von New York, so kleine Geschenke von New York. Und das hat Freude, die Kinder. Was bringt ja, unsere Tante Vreneli, was bringt sie zu uns von New York? You know? Also sie war sehr beliebt in der Familie. Ja, wir haben auch schon ein bisschen darüber geredet, was sind so ein bisschen die Unterschiede zwischen den Schweizer und den Amerikanern? Fällt dir sonst noch etwas ein? Oder?
Also Schweizer folgen Regeln. Amerikaner sind mehr selbstständig und Sie haben nicht ganz viele Regeln. ja. Oder sie nehmen es ein bisschen lockerer mit den Regeln. Ja, lockerer, looser, ja. Amerikaner also ich denke, die sind ein bisschen mehr creative und innovative. Ich weiß nicht, was das ist. Kreativer und innovativer. Aber also Schweizer und ganze Europa, ich denke, die wissen mehr, was in der ganzen Welt passiert. Amerikaner sind so, oh, Amerika ist alles. Also sie sind mehr auf sich selber konzentriert. Ja. Und wissen nicht wie andere Länder, andere Kultur leben. Es gibt andere Wege, nicht nur amerikanische Weg. Schweizer, glaube ich, sind mehr, wie heißt polite? Sind höflicher. Höflicher. Höflicher, ja. Ja. Okay. Ja. Und hast du also das Gefühl, dass du bist mehr Schweizerin oder mehr Amerikanerin? Was hast du das Gefühl? Also ich habe das Gefühl, ich bin mehr Amerikanerin. Aber beim Aufwachsen haben wir immer müssen, mich kontrollieren. Jetzt bin ich in der Schweiz. Jetzt muss ich du musst dich anders verhalten. Anders verhalten, ja. Also du hast dich in der Schweiz ein bisschen so quasi zurücknehmen, oder? Ja. Und schauen, aufpassen, was du sagst oder was du machst oder so. Was ich sagst oder mache, ja. Also etwas Kleines, zum Beispiel... Lieb sein. Ja, also zum Beispiel Amerikaner, weißt du, machen so Fast Food, McDonald's, man isst überall. Das hat also ich weiß nicht jetzt immer noch, aber das machen in der Schweiz nicht so. Die sind nicht so Fast Food, überall essen und beim Nacht hat meine Mutter gesagt, du musst alles auf dem Tisch essen. Also alles, was du auf dem Teller hast? Alles auf das war bei uns auch immer so gewesen, genau. Amerikaner sind so, du musst nicht fertig essen. Ja, das ist schade. Schweizer sind so sparsam, so quasi. Und haben, also ich habe auch das Ding, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss ausessen. Ja. Und das sollte man nicht wegrühren. Wegrühren ist nicht gut, oder? Aha. Und das ist eine lustige Geschichte. Ich bin mit meinem Mann also in die Schweiz gereist, vor allem, dass wir geheiratet sind. Und er war ein Koch gewesen. Und in Amerika machen die viel Essen und wie sagt man, Leftovers. Weißt du? Reste. Das Morgen kann man... im Restaurant auch? Leftovers, ja, also daheim. Ja, daheim. Und dann haben wir Schweizer eingeladen zum Essen und immer hat er viel gemacht und die haben alles gegessen. Immer. Und dann hat er gesagt, warum haben wir Leftovers? Er war enttäuscht, dass er am nächsten Tag wieder kochen musste, weil es keine Reste hatte. Habe ich gesagt, weil Schweizer meint immer alles essen, dass du auf Tisch
Mhm. Wahrscheinlich geht daheim mit Bauchweh. Könnte sein, ja. Und auch beim Einkaufen. Vielleicht auch ist es anders jetzt in der Schweiz, aber voran geht jeden Tag oder jeden anderen Tag, weißt du, ein bisschen einkaufen. Wir haben nicht den grossen Kühlschrank. Gell? Da in Amerika haben wir einen grossen Kühlschrank. Und gehen wir einmal oder zweimal in der Monat einkaufen und kaufen wir Haufen Sachen. Aber in der Schweiz gehen wir schnell, weißt du, etwas ist immer noch so, oder? Also ich denke, meine Mutter hat immer Vorräte gemacht und wir sind auch vielleicht einmal alle Woche oder alle 2 Wochen den grossen Migros einkaufen oder so. Aber das Brot zum Beispiel oder das Fleisch oder so Sachen, das haben wir dann eher frisch gekauft oder weniger häufig. Ja, meine Großmutter hat auch mich immer geschickt. Fast jeden Tag, jeden anderen Tag ein bisschen Milch und Brot kaufen. Ich lade Milch und Brot kaufen oder so. Ja, wir haben noch Milch, mit dem Milchkessel sind wir Milch holen in die Käserei. So ganz frisch. Ja. Aber das machen heute vielleicht auch nicht mehr so viele Leute. Ja. Mein Großvater hat, also vor dem Laden, hat er auch ein Migros geschafft. Mit dem Migroswagen. Ganz früher sind sie so in Lastwagen und sind von Dorf zu Dorf gefahren. Und dort hat er ist quasi der Fahrer und hat nachher verkauft. Ja. Das sind Und dann hat er ein Laden Lebensmittel selber gekauft und dort fast 50 Jahre geschafft. Ja, und ich habe sogar gehört, das hat es in der Türkei auch gegeben, die Migros-Lastwagen, die von Dorf zu Dorf gegangen sind. Also haben wir einmal mit einer Türkin geredet und hat sie gesagt, ja, Migros, das kenne ich gut, bei uns gibt es Migros-Lastwagen, die von Ort zu Ort gehen. Ja. Scheinbar war das irgendeine so eine Initiative, die sie in der Türkei das auch gemacht haben. Aha. Ja. Ich habe noch alte Fotos mit meinem Großvater mit dem Migros-Lastwagen. Ja. Und du hast auch eine Gruppe von Freundinnen gehabt, die einen europäischen Elternteil hatten. Also ihr habt euch so ein bisschen zusammengetan. Wieso? Ja, weil unsere Aufwachsen ist ein bisschen anders. Also europäische Mutter sind ein bisschen mehr streng. Und wir haben auch aufgewachsen mit verschiedenen Sprachen. Und nicht nur die amerikanische Aussicht. Also Weltsicht, so ein bisschen, Weltsicht, so eine andere Perspektive noch auf die Welt und auf das, was passiert und so. Ja. Und meine Mutter, seine Freundinnen sind auch fast alle europäisch. Ihre Freundinnen? Ja, Frankreich, Schweiz, Holland. Also es ist so ein bisschen wie in der Schweiz, wo sich die Expats ein bisschen zusammentun vielleicht. Ja. Und dann mehr Kontakt haben fast untereinander als mit den anderen Schweizer. Ja. Ja. Und was sind denn so Ziele für deine nähere Zukunft? Oder was... Also mein Ziel ist, wieder Kontakt haben mit meinen Schweizer Verwandten und Schweizer Kollegen. Ich habe einen Kollegen in der Schweiz, das ich kenne noch schon lange. Und jetzt haben wir angefangen, so Skype. Skype.
Skype. Es ist meine Ziel, wieder nach der Schweiz zu gehen und ich bin auch eine Schauspielerin und vielleicht ein bisschen dort arbeiten auch. Das wäre noch toll. Nochmal, ja, und einfach in der Schweiz ein bisschen leben. Ja, du hast noch nicht so viel erzählt Entschuldigung. Du hast noch nicht so viel erzählt von der Natur oder den Bergen oder den Alpen in der Schweiz. Okay, ja. Ja, ich möchte gerne überall Schweiz reisen. Doch in den Bergen. Ich möchte gerne auf dem Zug, die Bergezug jetzt. Ja, die schöne Panorama-Eisenbahnstrecke möchtest Ja. mal durchfahren. Und wandern, in den Bergen wandern. Und hoffentlich, ich bin jetzt so lang, aber ich bin in Montreux gewesen. Hoffentlich fängt das wieder an. Am Jazzfestival? Montreux Jazz Festival. Also mein Sohn ist ein Musiker. Er geht Universität, er studiert Musik komponieren. Das wäre noch toll, wieder mal im Montreux Jazz Festival. Ja, und du bist ja in New York aufgewachsen, aber jetzt wohnst du nicht mehr in New York. Deine Mutter hat ja das geliebt, in New York zu sein, und du bist einfach weg. Ja, also ich bin in Boston in der Schule, Universität. Boston hat doch viel Universität. Und dann bin ich einfach dort geblieben. Und ich wohne jetzt in einem Dorf ein bisschen aus Boston. Boston ist doch ein bisschen mehr europäisch. Europäisch, ja. Es ist eine alte Stadt, also nicht so alt wie die Schweiz, aber es ist historisch und ein bisschen kleiner als New York und sauberer. Und wir haben auch in Boston ein Meer und also eine große Berge, aber Berg. Und ja, dort ich bin da einfach geheiratet und sonst da geblieben. Kommt dein Mann von dort, von Boston? Ja, meine Mann kommt aus Boston und also New York ist nicht weit. Ich gehe mit dem Zug 3,5 Stunden und bin ich in New York. Meine Mutter ist das Jahr gestorben. Sie hat Alzheimer's gesehen. Mein Vater lebt immer noch, aber er wohnt jetzt in Boston in einem Altersheim. Aber die haben eine wunderschöne Wohnung in Manhattan. So, wie heißt es, ein Penthouse auf höchstem Stock. Im obersten Stock. Ganz schöne Aussicht. Wir haben das Wohnung behalten, aber jetzt ist es vermietet. Und ich hoffe, nachher könnte ich die Wohnung behalten und ich gehe gern Boston bis New York. Jetzt finde ich New York ein bisschen der Lärm und es läuft immer. Ermüdend auch. Alles, es läuft immer alles und es ist nicht so sauber wie Boston. Aber zum Besuchen finde ich gern. Also jetzt im Moment mit Covid kann man nicht viel machen, aber ich gehe gerne in Broadway-Shows und Museum und Restaurant. Es gibt viel und ich gehe gern besuchen, aber ich gehe gern wieder zurück zu meinem Heim. Da habe ich Grün und Baum. Ja, also es ist ein bisschen erholsamer so in der Natur. Ja. Und wahrscheinlich, weil ich bin in der Mittelstadt aufgewachsen und jetzt habe ich gerne ein bisschen frische Luft und im ganzen Gegenteil,
ist meine Mutter in Bergen mit Luft und viel Platz und Baum und Natur alles. aufgewachsen. Ja, und sie hat gern in der Mittelstadt gewesen. Ja. Ja, das hat mich erstaunt, dass sie so, du hast mir bei mir erzählt, dass sie absolut nicht das Bedürfnis hatte, in die Natur rauszugehen oder Ja, so. ja, Ja, go wandern oder... ja. Nein, nicht mehr, Mhm. nicht mehr. Ja, und du bist nachher Schauspielerin geworden, ja? Willst du noch ein bisschen von dir erzählen? Ist das, du bist so quasi in die Fußstapfen von deiner Mutter getreten, ja? Ja, Wie ist das gekommen? also ich habe immer Theater gern. Als Kind habe ich immer gern Theater gemacht und Schauspiel. Und ich bin wie heißt es, Hochschule? We say High School, Gymnasium, vielleicht sagt ihr. Mhm. In einer Schule, eine Spezialschule für Musik und Art, Musik und Kunst Mhm. gegangen. Und dann nachher in der Universität habe ich Theater studiert. Und dann bin ich nach London und dort habe ich als Schauspielschule, jahrelang Schauspielschule gemacht. Und dann ja, Schauspiel gemacht in Boston. Und dann nachher wieder ist also we say Master's Program, dann habe ich das Master's Program in Bewegungstherapie und dann mit verschiedenen Leuten geschafft, zum Beispiel behinderte Kinder in einem Altersheim. Also du hast später dann mehr, was heute machst du mehr Filme und Theater oder tust du mehr so Therapie machen? Also ich habe vor langer Zeit mehr Therapie gemacht, weil ich eine echte Stelle habe. Und das hat mich auch interessiert. Also Theater, Bewegungskunst mit verschiedenen Leuten mit das geschaffen. Ich finde, es gibt viel Möglichkeit, wenn man mit Kunst praktiziert, gell? Ja. Dann bin ich geheiratet und habe ich hingekommen und habe ich müssen, weißt, richtig 9 to 5. Regelmäßige Arbeitszeiten Ja, und Ferien und regelmäßig. alles. Ich kann nicht können Nacht üben und so. Und dann, wenn meine Kinder ein bisschen älter sind und bin ich nicht mehr so immer daheim gewesen, nach dem Schul und so, dann habe ich wieder meine Schauspiel erholt und ja, jetzt mache ich das Fulltime. Ja, also du hast wieder von Schauspielern. Genau. Und wie ist jetzt mit dem Covid? Also hat gar nichts mehr oder hast... Also Theater ist in Pause, das kann man nicht zusammen machen. Ich mache immer noch ein bisschen Film, ich tue auf Zoom immer noch studieren und auch ich habe daheim ein Home Audio Studio gebaut und wir machen Radiodrama, ich mache ein bisschen Radiodrama und so. Also Hörspiel. Ja. Ja. Aber das tust du dann für jemanden arbeiten oder hast du deine eigenen Projekte? Das Projekt bis Projekt, wo so geht in das Genau, du musst immer Beruf. wieder neue Projekte suchen, wo du kannst mitmachen. Das ist noch so ermüdend, oder? Yeah, you get viel, wie heißt Rejection? Ja, es hat immer viele Interessenten für einen Job und dann nachher kommst du manchmal auch Absagen über. Ja. Das ist nicht einfach, mit dem umzugehen, oder? Ja,
Ich habe, als ich angefangen habe zu arbeiten, nach dem Semi, dann habe ich auch ein paar Absagen bekommen. Und dann hat man wirklich keine Lust mehr, irgendwie noch mehr zu schreiben und noch mehr sich zu bewerben und so. Es braucht schon immer Energie, ja. Ja, Mhm. ja. Und was ist so dein Lebensmotto? Was ist Das dir wichtig? Was Lebensmotto. ist dir wichtig im Leben so? Ich muss das übersetzen. Äh, also auf Deutsch. Wenn du ein Ziel hast, musst du deine Passion finden. Und nie denken, das kann ich nicht machen oder das ist nicht möglich. Ich denke, wenn du hast viel Passion und Ziel, Leidenschaft. dann ist alles möglich. Aber musst jeden Tag ein bisschen machen. Jeden Tag ein Schritt machen, vorwärts gehen. Ja. Und im Moment siehst du nicht, dass es noch weiter ist. Aber wenn jeden Tag machst du ein bisschen weiter, nach einem Monat, 2 Monaten, 6 Monaten, dann hast du noch viel Fortschritt gemacht. gemacht oder bist weitergekommen in die richtige Ja. Richtung. Ja. 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 Aber ich denke, man muss einfach jeden Tag Du musst dranbleiben. etwas, Mhm. so ein Stück, take a step. Ja, weil wenn man so Träume hat und nachher man denkt, das ist irrealistisch, dann fällt mir gar nicht an, den ersten Schritt zu machen. Ja? Ja. Und das ist dann das Problem, dann kommt man nie ans Ziel, wenn man den ersten Schritt nie macht. Ja. Ja, genau. Das stimmt. Also du hast ein Leben mit Leidenschaft. Ich glaube, das ist das, was Roger Federer auch sagt. Ja, mach das, was du gerne machst, aber mach es richtig und perfekt. Ja. Und das ist Schweiz, ein bisschen Schweizer, Das gell? ist auch ein bisschen schweizerisch, ja. Perfektion. Genau. Und du hast du noch so einen Traum? Also man könnte auch sagen, leb deinen Traum. Ja. Dein Lebensmotto. Hast du auch noch so einen Traum, den du möchtest erreichen? Also ich möchte einfach immer noch Theater und Schauspiel suchen, noch weitermachen. Und nie, ich bin zu alt. Ich möchte immer so ein junges Aussicht haben. Du möchtest jung und flexibel und dynamisch bleiben. So. Und es gibt auch zum Beispiel eine Schweizer Schauspielerin, jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen, sie hat gespielt in der Herbstzeitlosen, ist ein Film, so ein Berner Film. Und sie war eine sehr alte Hauptperson in diesem Film. Also sie ist als alte Frau, über 80 oder so, ist sie noch Hauptperson in diesem Film. Und es ist sehr ein schöner Film. Jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen. Aber das ist, als Schauspielerin hast du doch die Chance, dass sie manchmal auch noch ein bisschen alte Leute brauchen. Also dass du bis ins höhere Alter die Chance hast, dass du spielen kannst. Ja. Und es ist nicht so wie im Sport, wo dann nachher mit 30, 40 einfach Schluss ist, weil du zu wenig fit bist. Und du bringst deine Erlebnis und hast so viel erlebt und das bringt zum... Und viel Erfahrung, ja. Ja, Erfahrung, genau. Das bringt deine Erfahrung. Ja, und ich habe gerne die Klassiker, also Shakespeare und griechische Geschichte. Das ist meine also Lieblingsstück zum
Und ich möchte auch gern, das will ich auch sagen, ich möchte gern in Griechenland, weil da ist Schauspiel angefangen, oder das ist die Anfang von der Democracy oder Western World und Theater. Demokratie. Theater. Also du möchtest eigentlich auf einer griechischen Kulisse spielen, so bei einer Ruine oder bei einem Tempel Ja, oder so. ja, ja. Ja, das wäre schön. Ja, vielleicht bald können wir hoffentlich wieder reisen und dann sind wir schon ein Stückchen näher an dem Ja. Ziel. Ja, und möchtest du noch am Schluss einen Link oder etwas mit uns teilen? Ich habe noch nicht eine Website. Ich mache eine jetzt. Vielleicht im nächsten Monat habe ich eine Website. Ich kann meinen Namen suchen. Karin Trachtenberg. Und das ist Trachtenberg, ist doch ein deutscher Name. Ja. Obwohl eigentlich deine Mutter ja auf Amerika gegangen ist. Also es ist nicht ihr Familienname, es ist der Nein, das ist Familienname meine von deinem Vater. Mein Großvater kommt aus Austria, Poland. Ja, das ist noch vor dem Ersten Weltkrieg gewesen, wo Österreich-Ungarn bis auf Polen gegangen ist. Ja, und in Amerika, Trachtenberg, ich habe nie, was ist das? Aber in der Schweiz ist das ist normal. Ja, du wirst als Einheimische angeschaut, oder? Eine von uns. Ja, also merci vielmals für dein Interview, für deine Zeit. Du hast ein interessantes Leben und schön erzählt, interessante Geschichten, spannende Geschichten. Und wir wünschen dir viel Spass weiterhin beim Theaterspielen und beim Schweizerdeutsch lernen oder vielleicht ein schweizerdeutsches Theater spielen. Ja. Wer weiß. Und eine schöne Reise in die Schweiz, wenn es dann so weit ist. Ja, mit deiner Familie. Also merci vielmals und bis zum nächsten Mal. Ja? Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss, Karin. Ali.